Blumen für die Gäste, die letzten Vorbereitungen. Seit 4:30 Uhr ist Annika Schad auf den Beinen. Auf ihrem Erlebnisbauernhof hat sich Besuch angekündigt und auf den muss sie sich einlassen. Mache ich immer spontan. Weil ich weiß ja eigentlich gar nicht, auf was ich mich einlassen muss. Es ist ja immer ein Überraschungspaket. Aber sie ist ja nicht allein. Alle Tiere auf dem Hof helfen mit. Am Mittag wird eine kleine Gruppe von Seniorinnen und Senioren aus dem Umland kommen, teils dement. Auf dem Hof von Annika Schad verbringen sie hoffentlich ein paar unbeschwerte Stunden. Mein Ziel ist ja, dass sich die Gäste, die hierher kommen, ob jung, ob alt, wie auch immer, sich wohlfühlen und mit einem Lächeln nach Hause sollen. Und ich glaube, das kann ich machen, wenn ich die ganze Sache von Herz mache oder mit Herz mache. Und dann, so habe ich mein Zuhause eingerichtet. Tiere spielen im Leben der Oberfränkin schon immer eine wichtige Rolle. Die Großeltern hatten eine kleine Landwirtschaft. An ihre Besuche bei Opa und Oma erinnert sich Annika Schad noch heute gern. Mit dem Leben auf dem Hof hat sie sich einen Traum verwirklicht. Und doch war alles ganz anders geplant. Eigentlich sollte hier ein neues Zuhause für sie, ihren Mann und die 3 gemeinsamen Söhne entstehen. Doch mitten in der aufwendigen Umbauphase zerbrach die Ehe. Naja, der Moment, als alles auseinandergefallen ist, klar, der war für uns alle hart. Auch für die 3 Kinder. Aber nee, wir haben das alle 5 super gemeistert. Also ich bin nicht sehr stolz auch auf meine Kinder, wie die das machen. Und wir haben ein gutes Verhältnis, alle zusammen. Also man hat ja sein Leben selbst in der Hand. Und wenn ich nach der Sonne suche, dann kann ich sie finden. Es gibt immer wieder Regentage. Die gibt es überall. In jeder Familie, in jedem, überall. Ja, aber da muss man das Beste draus machen. Und wenn eine Tür zugeht, geht die andere wieder auf. Mutig machte sie allein weiter, erschuf sich ihr kleines Paradies, von Anfang an mit dem Wunsch, dass sich auch andere hier zu Hause fühlen. Jetzt kommt der Besuch. Lauf mal ein Stück zu. Lauf mal schon rein. Ja. Ja. Los geht's. Annika Schad hat sich zur Demenzpartnerin schulen lassen. Der Ausflug ist für alle was Besonderes. Ja, genau. Sehr gut. Das Herzstück, ne? Aber ich weiß nicht, ob dann die Hühner noch mal sagen, das ist okay, wenn sie kommen, wenn sie jetzt den Salat wegessen. Hier werden alte Erinnerungen wach. Hilma Welcher hat als Junge oft auf einem Bauernhof ausgeholfen. Aber ich habe zur Not noch Salat da. Was zuletzt jetzt passiert, das vergesse ich so leicht. Aber das ist halt dann die Krankheit, ne? Aber die Erinnerung vor vielen Jahren, das habe ich noch drin. Und da bin ich dankbar. Ein Hofbewohner nach dem anderen darf sich vorstellen. Und egal ob Pony Oskar oder die kleine Schildkröte, Tiere bringen zum Lachen. Die Schildkröte hat ein anderes Muster auf dem Panzer. Dort haben wir auf die Hände gebrunst. Das bringt bestimmt Glück. Helga, Okay, Glück. und wie? Soll ich einen Lappen holen? So. Das mache ich auch immer. Was hast du uns zu erzählen? Was erzählt sie denn ein wenig? No. Ja, bitte. So, jetzt guck. Ach du liebe Maria. Und? Highlight des Tages sind die selbstgebackenen Kuchen. Darauf freuen sich die Gäste schon seit Wochen. Jedes Treffen sei anders, sagte Annika Schad. Und manche Begegnung bleibt ihr besonders im Gedächtnis. Da war eine Frau da, die war wirklich am Rollstuhl gefesselt, musste gefüttert werden, konnte sich nicht mehr artikulieren. Aber zum Schluss wollte sie sich von mir verabschieden. Also sie hat wirklich versucht, was zu sprechen, mit Gestiken versucht, sich zu bedanken. Ja, war sehr schön. Was macht es mit dir? Naja, das ist eigentlich mein Lohn. Ja, dann mache ich vieles richtig. Behaupte ich jetzt mal. Und auch privat hat Annika Schad wieder ihr Glück gefunden. Georg Funk war erst nur der Nachbar. Bei der Heuernte haben sie sich ineinander verliebt.
Gemeinsam haben sie ein neues Projekt gestartet. Lavendelfelder wie in der Provence sollen es werden, als Hochzeitslocation für Verliebte. Und den Anfang machen sie gleich selbst. Ja, also ich möchte es eigentlich auch nicht anders. Ich hätte jetzt nicht gewollt, dass jemand jetzt im Juli kommt und das einweiht und wir dann im September. Also das muss dann schon, wenn, dann müssen das schon wir machen. Ja, prima. Ja? Das machen wir. Zu bereuen gebe es nichts, sagt Annika Schad. Jeder Wandel in ihrem Leben sei wichtig gewesen. Und so blickt sie offen und neugierig auf das, was kommt.